Neuer Monat, neue Energie und somit herzlich willkommen, liebes Luftzeichen, zu deinem Mystic Reading für den Mai 2026. Ich bin Madame Mystic und entführe dich in die Welt der Orakelkarten. Wie immer mit dem Mystic Orakel. Und wir schauen heute genau rein, auf welchen 4 Themen sich die Energie im Mai darauf stützt bei dir und was im Zentrum liegt. Und zu dem Video gibt es natürlich noch eine Extended-Version, wo wir ein Deep Dive machen. Ich würde mich freuen, falls du mit mir das ganze Reading noch vertiefen willst, dann klick mega gerne in den Link unten in der Infobox und du wirst weitergeleitet. Ja, ganz wichtig, ich würde mich natürlich mega freuen über ein Abo, ein Like, einen Kommentar. Es ist ein kostenloser Support. Danke viel mal. Und es hilft mir aber ganz fest weiter. Vielen herzlichen Dank. So, und als erstes schauen wir mal rein. Und zwar vor mir liegen 36 Karten, darum filme ich sie nicht, weil der ganze Tisch ist voll. So. Und wir schauen in dem Kartenblatt, auf welchen 4 Eckpfeiler du der Mai unterwegs bist. Und da sehen wir schon, beim ersten Eckpfeiler haben wir das Thema die Freiheit. Du beschäftigst dich mit deinen Gedanken, vor allem der Monat, wenn es darum geht, endlich vogelfrei zu sein. Nicht mehr angekettet, nicht mehr irgendwie krampfig, sondern endlich mal durchzuschnaufen. Endlich mal erlöstes Gefühl zu haben. So. Und jetzt schauen wir gerade, mit was das korrespondiert. Und zwar, liebes Luftzeichen. Wir haben hier die Weisheitskarte. So. Was will uns das sagen? Immer wenn du in Gedankenstrudel kommst, mit, wie kann ich jetzt da und was kann ich noch tun, damit ich vogelfrei bin und dass ich einfach auch wieder einmal einen Moment oder das Gefühl habe, wo ich durchschnaufen kann, ist es ganz wichtig, dass du das nicht zu lang dort oben einen Waschmaschinengang machst und alles zerdenkst und zerpflümlisch und Sherlock Holmes spielst, sondern dass du dich immer ganz fest mit deiner Weisheit, mit deiner Intuition verknüpfen. Und zwar aus einem Grund. Die Weisheit steht dir zur Verfügung im Monat Mai. Und das ist fernab von Rationalität. Also, das heisst, unsere sensitiven Superkräfte, sprich hell sehen, hell hören, hell fühlen, hell schmecken, hell wissen und so weiter und so fort, das ist alles auf feinstofflicher Ebene und hat nichts mit Rationalität zu tun. Und da sind auch Impulse die dich ganz klar führen in deiner Urkraft. Also nimm die Superkraft und nicht alles zerdenken. Ganz wichtig. Nicht alles zerdenken und das Gefühl haben, wie kann ich jetzt noch? Und weil damit du in die Erfüllung, in die Freiheit kommst, dann reden wir ja nicht nur, dass du physisch in Freiheit kommst, sondern halt eben mit deinem ganzen System. Und das ist vor allem, ich sage jetzt, auf energetischer Ebene. Und ja, zum diesen Weg können gehen, dass sich auch deine Seele frei fühlt, braucht es halt eben nicht das hier oben, sondern Open Mind. So, wir schauen jetzt gerade nach. Da kommen wir noch etwas über. Und zwar, was dort auch ganz wichtig ist, besinne dich immer wieder zurück auf die positiven Energien, die Sonne. Auf die positiven Energien, wir schauen gerade, mit was das korrespondiert, und zwar nicht destruktive Kräfte, nicht irgendwie eben dort oben Gedankenstrudel, sondern mit hochschwingenden Energien. Das wäre auch hochschwingend, weil das bringt dich in die Erfüllung. Und das mit dem ganzen Bewusstsein. Und nicht nur mit dem Kopf oder mit dem physischen Ferrari oder dem Körper, der durch
die Weltgeschichte umgurken, sondern der Körper ist ja der Ferrari von der Seele und du bist schon all eins, also du bist ja schon aus Körper, Geist und Seele. Bleib in einer hochschwingenden Frequenz, das heisst, schau immer an, was du schon geleistet hast, schau immer an, was dich schon in Freiheit bringt, weil somit kannst du auch in dieser Schwingung bleiben, nicht, dass du immer denkst, wo ist denn die Sonnenseite des Lebens, dann bist du all in einer Mangelhaltung. Und du willst ja keine Mängel anziehen, sondern du willst dich ja connecten mit dir selber und mit der Weisheit und mit dem geistigen Team oder mit deinen Helfern. Genau. So, dann haben wir den zweiten Eckpfeiler von 4. Die Reinigung. Ja, falls du im Mai mal das Gefühl hast, ich komme nicht voran, meine Batterien sind leer, ich weiss nicht, wie ich soll. Auch hier darf noch einiges losgelassen werden. Schau gut auf deinen Körper, viel Wasser trinken, viel frische Luft, vielleicht einmal wieder ein bisschen entgiften. Ingwer ist super, Brennnessel, Wasser aus dem Körper rauslassen, ausgewogen ernähren. Du bist, was du isst. Ganz wichtig, der Spruch kommt nicht von so. Schau dort gut, dass du dir Sorge hast und wirklich gut zu dir schaust, auch in Form von Reinigung, sprich eben auch bewusst duschen, bewusst Zähne putzen, vielleicht einmal bewusst waschen, sei es waschen oder was auch immer, alles was mit Reinigung zu tun hat. So, aber es korrespondiert auch Reinigung und Loslassen, der Abschied, der Sarg haben wir hier. Also es darf noch einiges abfallen und du musst keine Angst davor haben, sondern es sind die Sachen, die dir sowieso schon lange nicht mehr dienlich sind. Also das ist gut so und das darf auch so sein, weil du willst in die Freiheit kommen. So, das heisst, Freiheit ist immer sehr eine hochschwingende Frequenz. Da können wir keine Altlasten und niederdrückende Energien brauchen, die an einem kleben, sondern da darf noch sehr, sehr viel gehen. So, jetzt schauen wir aber noch mit was das es korrespondiert. Zack, und es kommt schon. Wieder mit loslassen. So, ganz klar. Ganz klar. Wenn du in Freiheit willst kommen, liebes Luftzeichen, bist du auch bereit, neue Wege zu gehen und wirklich loszulassen? Weil wir haben jetzt hier loslassen, Reinigung. Und der dritte Eckpfeiler, der da kommt, ist auch noch der Abschied, die dritte Themenkarte. Es nützt dir nichts, wenn du weißt, was dich in die Freiheit bringt, wenn du nicht umsetzt, wenn du nicht bereit bist zum Loslassen. Und Loslassen kann in jeglicher Form sein. Loslassen von physischen Sachen, loslassen von Menschen, aber auch innere Prozesse loszulassen. Es bringt dir nichts, wenn du immer nur daran denkst, was dich in die Freiheit bringen würde, du aber nicht bereit bist, den Schritt auch zu machen, um in die Freiheit zu kommen. Überall loslassen. Loslassen. Vor was hast du Angst? Ja? Kommt grad. Bei den einen ist es die Emotionen. Wenn man loslässt, dann macht das emotional etwas mit dir. Es braucht Mut. Ja. Da wären wir mal beim einen, es braucht Mut und es tut vielleicht auch weh. Auch wenn man weiss, dass es nicht mehr dienlich ist. Liebes Luftzeichen. Sinniere mal über den Satz. Und zwar, wie ist denn das, wenn der Schmerz, wo an dir hängt, das, was dich nicht in die Freiheit bringt, der Schmerz, der dort drinnen hockt, wo vielleicht schon lange aushebst,
wo deine Flügel zusammenfalten, wo du keine Luft hast zum Schnaufen, viel schmerzhafter ist als der Prozess und der Schmerz, den man spürt, wenn man loslässt. Sinnier drüber. Sinnier drüber. Lass die Emotionen zu, lass los. Lass los. Ja, es ist immer so. Wenn man etwas loslässt, dann ist es meistens mit einem weinenden und mit einem lächelnden Auge. Und jetzt aber auch noch ganz wichtig. Wenn man loslässt, neuen Weg geht, könnte das auch noch für Gespräche sorgen. Man muss vielleicht Gespräche suchen, man muss in Kommunikation gehen, aber was denken denn die anderen davon? Wenn man vielleicht plötzlich das Leben 360 Grad auf den Kopf dreht, plötzlich anders macht, sich aus Ketten befreit. Ganz ehrlich, Menschen, die dich wirklich lieben, wirklich aus tiefstem Herzen, die würden dich immer auf dem Weg unterstützen, wo dir gut tut. Und alle anderen, die es nicht verstehen, lass sie los. Unbedingt, lass sie los. Weil, für was? Du musst niemandem gerecht werden und es muss auch niemand verstehen, welchen Weg dass du gehst oder nicht gehst oder was auch immer. Oder dass du plötzlich von 0 auf 100 kommst und sagst, das will ich jetzt nicht mehr. Und vorher hast du es aber immer toleriert. Ja und? Das ist ja das Schöne am Leben. Man kann sich einfach dafür entscheiden, man kann wieder eine andere Richtung einnehmen, man kann wieder einen Schritt zurückgehen, man kann sich wieder umdrüllen, man kann machen und tun, was man will. Für dich muss es stimmen. Wenn du in deine Freiheit kommen willst, wieder mal Luft haben zum Schnaufen im Leben oder etwas zu haben, das dich erfüllt. Liebes Luftzeichen, dann bist du für das selber verantwortlich. Ist es dein Entscheid und nicht nur zu wissen, sondern auch zu laufen. Und es muss niemand anderem passen, nur dir selber. Du bist verantwortlich für dein Leben. Nur du kannst den Weg gehen. Und ganz wichtig, für die Luftzeichen, die jetzt gerade noch keinen Plan haben, die sagen, ja, ich würde ja schon. Und ich weiss es ja. Ich weiss, was mich vogelfrei macht, was mir gut tut, wo ich mich entfalten kann, wo ich wirken kann. Nur noch schön. Aber ich habe keinen Plan. Musst auch nicht haben. Du brauchst keinen Plan. Ein Plan zu haben ist eine Illusion. Eine Illusion, um dich in der Komfortzone zu heben. Ich mache das Beispiel. Wir machen jetzt miteinander einen Plan. Und 5 Minuten später geht der Plan wieder nicht mehr auf, weil es schon wieder nicht mehr passt. Weil die Energien, die laufen immer. Und das ist so ein Sicherheitskonstrukt, wo wir Menschen haben und das Gefühl haben, man muss für alles einen Plan haben. Gang Schritt für Schritt. Du musst nicht schon den ganzen Weg sehen, sondern Schritt für Schritt. Sei achtsam, im Moment mach einen Schritt um den anderen. Du musst noch keinen Plan haben. Weil es ist ja schade, dass du stehen bleibst und gar keinen Schritt vollziehst, weil du vielleicht auch keinen Plan hast. Und dann kommt ja noch dazu, was denken die anderen, dann sorgt es für Diskussionen. Und dann sollte ich auch noch loslassen und emotional macht es halt eben auch noch viel mit mir und so weiter und so fort. Ja. Schon schade, wenn man dann einfach stehen bleibt. Nur weil man das Gefühl hat, es gibt einem eine Sicherheit, wenn man weiss, wie der ganze Ablauf aussieht von diesen 10 Schritt oder 100 Schritt oder 1000 Schritt oder 3 Schritt. Lauf einfach Schritt für Schritt und schau, was sich ergibt. Schau, was sich ergibt. Weil der letzte Eckpfeiler, da wären wir ja wieder bei der Weisheit.
Ja, liebes Luftzeichen. Der Sicherheitsplan und all das Zeug, das ist ja dort oben. Und da reden wir ja von einer nicht physischen Ebene. Du wirst schon geführt. Und wenn du deine Fühler ausstreckst, umso besser. Dann gehst du nämlich Schritt für Schritt mit jedem Impuls, der dir gegeben wird, an das Ziel von Freiheit, von wieder durchschnaufen können, etwas, was mir gut tut. Interessanterweise ist es ja so, dass es bei den einen wirklich ums Zuhause geht, ums Privatleben. Ablösen von einem Wohnort, von der heiligen Halle, wo sich vielleicht nicht mehr heilig anfühlen, von einer Partnerschaft, alles, was daheim passiert, Change. Aber bei den einen geht es auch darum, der Kompass liegt im Haus. Und das Haus ist mega spannend, weil, ich hole schnell aus, im Mai haben wir eine kollektive Zahlenenergie vom Sechser. Und der Sechser, wenn man es zum Beispiel beim Lenormand anschauen müsste, ist das Haus. Du selbst. Mit dem Körper, das Haus für die Seele, das, was innen wohnt. Und der Sechser, wenn man den in die Luft malt, geht er von außen nach innen. Also du hast auch Mai-Energie und die Ressourcen absolut auf deiner Seite, weil das ist die Mai-Energie. Es geht darum, den Kompass neu auszurichten. Wo willst du hin? Wer bist du? Und was bringt dich genau in das hinein? Ich sage es immer wieder gerne und ich habe es, glaube ich, schon 100-mal gesagt, aber wir Menschen bezahlen viel zu viel mit unserer eigenen Energie, mit unserem eigenen Leben. Indem dass wir in Situationen festhängen, unsere Flügel zusammen knullen, weil wir Angst haben, zum grossartig sein, zum vogelfrei sein. Nur weil es uns interessiert, was andere davon halten oder Komfortzone. Richte deinen Kompass aus. Du hast ja Unterstützung da. Du hast Unterstützung da. Wer bist du? Was sind deine Qualitäten? Was macht dich vogelfrei? Was tut dir wirklich gut? Auch hier, gerade mit dem Haus und Kompass, schau auch die Verbindungen an, die vielleicht gereinigt werden dürfen. Welche Verbindungen lässt du aufrechterhalten, einfach damit der Haussegen nicht schief hängt, damit es keine Diskussion gibt, aber eben auch, welche Verbindungen zu dir dürfen vielleicht gereinigt werden. Du hast den Kompass. Es darf jetzt komplett neu ausgerichtet werden. So, dann schauen wir nach. Wegen dieser Weisheitskarte, das ist ja der 4. Eckpfeiler, was wir hier noch bekommen. Oh, schön. Wunderbar. Da ist so viel Unterstützung herum. Nicht nur in der, ich sage jetzt, feinstofflichen Ebene, sondern wenn du wirklich dich neu orientieren willst und es verlangt von dir ganz viel Mut, du hast Unterstützung. Aber ganz wichtig, tu die Verbindungen gut
unter die Lupe nehmen. Auch dort braucht es vielleicht noch ein Loslassen oder ein Reinigen. Wir haben immer das Gefühl, ja, die und weiss nicht was. Und schlussendlich merken wir, dass die vielleicht gleich gar nicht so unterstützend sind. Also, du hast die Unterstützung auch in Form von deinem Umfeld. Nimm die an. Nimm die an. Du bist nicht allein. Klar, den Weg musst du allein gehen. Deine Flügel musst du selber entfalten. Aber du hast Unterstützung herum. Nimm sie an. Nimm sie an. Schon ultra schade. Du hast vielleicht das Gefühl, ich bin so allein und niemand hilft mir mal. Du musst vielleicht auch darum bitten oder mal reinspüren, wer wirklich für dich da ist. So. Und lustigerweise kommt jetzt wirklich einmal das Haus. Und vom Haus liegt ja der Kompass. So. Also, prüfe dich auf Herz und Nieren. Wer bist du? Was will deine Seele? Was tut dir gut? Was macht dich vogelfrei? Aber auch das Haus selbst. Wo wohnst du? Willst du so wohnen? Ist eine Stimmung dort? Wenn ja, schön. Wenn nein, was braucht es? Musst du Möbel umstellen? Musst du vielleicht dort mal im Haus ausreinigen, indem man sagt, man macht einen Grossputz oder man fängt an, Altlasten mal endlich fortzuschmeissen. Nimm das genau unter die Lupe. Ist schon lustig, Karten lügen halt schon nicht. He? Es sind ja so viele Karten und schau es genau an. Und nur du selber kannst das Fundament schaffen für dich, für deine Person, für dein Leben. Das kann sonst niemand erschaffen. Für das bist du selber verantwortlich. So. Jetzt schauen wir noch. Kommt da noch was? Hast du Angst, um etwas zu hören? Ja. Ja, in der Erfolg zu kommen, mit dieser Weisheit geführt, darauf vertrauen. Es geht auch ganz viel um Geduld. Geduld ist, glaube ich, nicht so deine Stärkung an dem Moment. Vor allem, wenn man sich aus etwas raus will lösen. Aber es geht darum, auch im Vertrauen zu bleiben. Weil Vertrauen, sich hingeben, ist schon Weisheit pur. Und da wird natürlich etwas auch, das, was hier passiert, das ist ja auch schicksalshaft. Weil du eben auch das Kreuz, könnte man sagen Karma, gleich Ursache, Wirkung, weil du jetzt eben auch kannst dich loslösen, reinigen, transformieren, mit Themen, Energien, Situationen, Personen, was auch immer, wo ja schon lang sind, eben Ursache, Wirkung, aber das ist jetzt schicksalshaft, das darf genauso sein, um dich in das zu bringen. Das darf genau so laufen, wie es läuft. Nicht um dich zu bestrafen, sondern dass es jetzt endlich für sich geht. Dass es endlich mal Aufwind bekommt. Wunderbar. Ja, und im Zentrum, in den Sorgen und Aufregungen, haben wir den Herr. Im Neuanfang das Geheimnis. Sehr spannend. Wir haben das Glück. Und siehe da, der Erfolg. Und falls du mit mir genau nach diese Themen anschauen und vertiefen willst, gehen wir jetzt zu der Extended-Version. Klick mega gerne unten auf den Link. Du wirst weitergeführt und bis nachher.